impressive that you managed to survive this long. Und somit Christi zurück zu Generation Zero. Wie du siehst, wir sind hier in der Scherengartenregion und hier liegt der nächste Bauplan. Und zwar, das müsste sein, kurz einen Blick, auf meinem kleinen Schummelzettel schauen, und zwar müsste das die Vogeldunstmunition sein, die wir für die Dings brauchen. Für dieses also jetzt gar nicht dabei, fürs experimentelle für die experimentelle Shotgun. Sage dir dann auch warum und wieso. Jetzt holen wir uns schnell einen Bauplan. Das machen wir jetzt aber nicht mit dem Rad, da laufen wir zu Fuß hin. Oder da laufen wir hin, wie man so schön sagt. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Du kannst nämlich, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das mit der anderen Shotgun-Munition auch funktioniert, aber mit der Vogeldunst habe ich es ausprobiert. Und zwar, wenn du mit der Vogeldunst und der experimentellen Shotgun abfeuerst, explodieren die Patronen am Gehäuse oder am Skelett von den Maschinen. Schaut relativ geil aus und ja, lenkt die Maschinen ab ein bisschen. Schauen wir mal. Jetzt schauen wir uns das einmal an, wo wir den Bauplan finden. Ist jetzt im Vorhinein einmal der letzte Bauplan. Warte mal ganz kurz. Da ist ein kleines Hundi. Das tue ich dir heute noch kundi. Wir haben dann noch die 762er, die panzerbrechende. Und die 9 mm panzerbrechende. Aber die werden wir uns im Laufe der Zeit dann holen. So, einen kurzen Augenblick bitte. So. Weiter geht's. Ohne Umschweife werden wir hier nun diesen Köter ad acta legen. Das braucht man. Vogeldunstmuni, genau. Ah, das ist der Ort. Okay. Jetzt muss ich den Bauplan aber nur finden. Ah, da ist er schon. Bingo. Nehmen wir beides mit. Ein echt verträumter Halloween-Scherz. Hucht sich wie ein Pudel, ein Verhinderter. Nehmen wir mit. Brauchen wir nichts. Passt. Dann hätte ich gesagt, hauen wir einfach da irgendwo hin und ja. Dann irgendwas. Wo könnten wir denn hinreisen? Der Ochs, das ist er. Da haben wir einen Unterschlupf. Mut, Kraft und Zähigkeit. Ein Rückzugsort, Nebenmission. Das machen wir. Das machen wir. Also wir noch einen Squadern weg. Will ich aber nicht. Weißt du was, wir reisen wieder daher. Zack, prack, da sind wir. Log. Ein Rückzugsort ist eine Nebenmission. Genau.
der Bauernhof Rusksele, genau. Oh Gott, die liegen ja genau in unserer... Das liegt eigentlich genau in unserer Richtung. Oh, nehmen wir mit. Ein Funkgerät. Nehmen wir auch mit. Was liegt da noch um? Ja, Spiel, ich weiß. Ein Tank. Warte mal, was wollt ihr denn jetzt da? Wo ist die Plundra? Da ist sie. Das nehmen wir mit. Da ist dann mal gleich in die Plundra. BZW, wenn wir wieder dazu kommen, in die Verwertungskiste. Da haben wir ja keine, gell? Nein. Platz haben wir, glaube ich, eh noch genug, ne? Ja. Haben wir noch genug. Das passt schon. Gängige Quellen, Harvestern Tanks, ein organisches Material, üblicherweise aus dem Gummibaum gewonnen, dank seiner hohen Dehnbarkeit und Widerstandskraft für viele verschiedene Zwecke geeignet. Stahl halt. Wir nehmen das mit dich mit. Ich tue dazu mal ein bisschen was auf Zeiten. Und zwar... Das lassen wir alles da. Da nehmen wir nur die Hälfte mit, weil wir kriegen eh wieder genug zusammen. Die Vollmantel da mal weg. Die Panzerbrechen, die lassen wir drinnen. Und die Vollmantel. Haben wir da herinnen? Da haben wir genug. Was scheißen jemand um? Okay. Dann ab zum Bauernhof Rusksele. Brauchen wir nicht. Ah, ich hab was vergessen. Etwas Elementares. Einen Platz zuweisen. Den legen wir auf die 5. Genau. Damit der Tati sagen kann, wir haben alles gemacht und haben nichts vergessen. So dann. 4. Bist du? 5. In Kampf eingetreten. Natürlich, wie immer halt. Wann tritt der Spieler in den Spiel nicht in den Kampf ein? Hä? Ihr geilen Pumpernickeln. Gusch! Wir laufen durch. Herr Stepper, da wenn du es nicht kannst, dann lass es. Wurscht. Ja, da bin ich wieder blöd gespielt. Eigentlich wollte ich diese Spritze jetzt nicht nehmen. Aber ich wurde wieder eines Besseren belehrt. So, Tank. Komm her, dann spank ich dir ein bisschen. Wow. Okay.
Auch interessant, ja. Jetzt gibt's die kleinen Aschers-Rivalen. Supi. Wenn ich genug Munition dafür hätte, da die nur mehr mit der herumlaufen. Perfekt. Was ist denn da hinten? Ah, nur ein Auto. Wurscht. Ich will da zum Rucksackerl. Ruskele. Ah, da, schau. Brauchen wir das? Was ist da? Eine Relaisantenne. Schau. Na, jetzt haben wir es beieinander. Jetzt haben wir es beieinander. Dir sag ich's. Gut. Wir gängen diesen Ort jetzt ein bisschen anders auf. Wir säumen das Pferd von hinten auf. Genau. Da gibt's nichts. Was war auf der 2? Da warst du. Da warst du. Du hast da Gepanzerte dabei. Sehr gut. Also das können wir später auch machen. Jetzt sichern wir uns erst mal den Unterschlupf. Wo ist der? Okay. Oh. Brauchen wir das? Na, werden wir mal schauen. Was ich zwar nicht glaube, aber wurscht. Aha. Oh. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir mit. Ja, oh, arme Sau, ha? Bei der Arbeit ums Leben kommen, super. Oh oh, ich glaube die Mission können wir nicht abschließen, ha? Ah. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Super. Das war kein gutes Zeichen, ha? Da ist wieder viel zu ruhig. Sehr gut. Das wollte ich ja vorhin machen, aber da war ich 2 dafür. So, meine Süße, komm her. Bist du deppert? Da ist noch einer. Insgesamt hätte ich 4 gezählt. Das Duckern wie ein Traktor, das hörst du sofort raus. Also.
Da hinten ist noch einer. Irgendwann mich verliebt in die Waffen. Okay. Gab es sonst? Nö. Musik? Was tust du jetzt? Ich hör was, aber ich kann es nicht orten. Haben wir da irgendwas? Okay. Stell dann einen Container hin, wo du dann reinkommst. Ach ja. Ja, schauen wir uns einmal an. Nehmen wir mal zur Vorsicht alles mit. Jetzt schauen wir nur, was das für Waffen war. Gekommen. Stufe 2. Das ist auch nichts für uns. Da. Das ist auch sicher wieder Stufe 2. Bingo. Brauchen wir alles nicht mehr. Ich hab schon geglaubt, das ist wieder so ein Sammelgegenstand, was da wieder das ist. Oh. Also der wird gerade weggehauen. Ist nur gut, dass du da die Tür versperrst, Alter. Ist nur gut, dass die Entwickler die Tür zugesperrt haben. So, getreu dem Motto, neugierige Nasen werden nicht belohnt. Ja. Aha. Okay. Mal mit. Das können wir noch mitnehmen. Nötigenfalls zerlege es. Assembler. Kurz einen Blick. Ah, nicht auf die Karten, du. Hirschaug. Wo wollte ich jetzt hin? Da. Einen Platz zuweisen. Was werden uns einmal was Gutes gönnen. Damit unser Tier noch nicht immer den Scheiß fressen muss. Mal, dass er mal einen anderen Speiseplan hat. Mhm. Aha. Zerrissene Jeans, das passt. Oh, nächster Bauplan. Da keine Ahnung was für einer, aber wir haben jetzt einfach einmal mitgenommen. Nö, auf 100% hauen wir das nicht auf. Dass ich da ewig lang mit dem Grind, das interessiert mich nicht. Klebstoff haben wir
Zuhauf daheim. Okay. Sind wir da auch durch? Da haben wir eh nirgends mehr was. Was ist denn da oben überhaupt? Da war ja auch noch nicht oben. Und zack. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Hallo? Ja. Keiner da. Was bewegt sich da unten? Oh. Okay. Wo ist denn der Depp? Boah. Was ist mir denn jetzt so schnell? Dass wir den jetzt so schnell in die Knie kriegen, das hätte man nicht gedacht. Da ist noch einer. Sehr geil. Was ist da unten überhaupt? Die haben da so viele neue Orte dazu gefügt, dass ich ab und zu gar nicht weiß, was jetzt was ist. Wasserturm Mürdalen. Können wir alles mitnehmen? Nehmen wir auch alles mit. Da gibt es glaube ich nichts. Es wird in Kürze Zeit, dass wir in Richtung Himfjell kommen. Aber wir lassen uns da Zeit. So. Au. Ah, das können wir mitnehmen, wenn es ist, legen wir es. Brille dunkelblau. Was? Danke. Da ist nichts mehr und die Waffen wird. Naja, okay. Ich bleibe bescheiden. So. Boah. Da kann man nichts machen, oder wie? Künstliche Nägel. Ah.
Perfekt. Jetzt schauen wir gleich, was das für Klasse ist, beziehungsweise, na geht's. Ich glaube, ja, das spart uns das in Zukunft, mit den Scheißerwaffen. Was sind das? Z. Oh Gott. Aminas Beobachtungen, Tag 4. Auf dem Blatt hat jemand einige Skizzen und Beobachtungen hinterlassen. Wir haben schon lange zu verstehen versucht, was die sowjetischen Maschinen eigentlich wollen. Wieso sind sie überhaupt hier? Zuerst dachte ich, dass sie uns helfen wollen. Schließlich kämpfen sie gegen die FNIX-Maschinen, aber andererseits haben sie uns beide Male beschossen, als sie uns aufgespürt haben. Vielleicht sollte ich diese ganze Theorie, mit dem wir haben neue Freunde, fallen lassen. Also wollen die Sowjets die Macht in Österreich ergreifen, oder was? Ich hoffe, die wissen, dass wir nicht mit den FNIX-Maschinen unter einer Decke stecken. Ich meine, ich würde ja mit den Sowjets zusammen die blöden Monsterviecher platt machen, wenn sie mich fragen würden. Die FNIX-Maschinen müssen alle sterben und mir kann es dabei gar nicht schnell genug gehen. Ich glaube aber, die sowjetischen Soldaten könnten auch ein bisschen Hilfe von uns gebrauchen. Wir haben gestern eine Gruppe von 4 Sowjets gesehen. Alle in solchen interessanten Exoskelettanzügen. Und die waren krass. Alle total voller Matsch und sie haben immer wieder versucht, ihrem Funkgerät irgendeine Antwort zu entlocken. Außer Rauschen war aber nichts. Sie haben es trotzdem immer wieder probiert, obwohl es offensichtlich nichts gebracht hat. Und mit dem Gerausche unnötig Krach gemacht. Dann sind ein paar der Kugelmaschinen aus dem Wald gekommen und haben das Feuer eröffnet. Die Soldaten haben den Maschinen etwas zugeschrien, das sich wie ein Kommando angehört hat. Das hat aber überhaupt nichts bewirkt. Seltsam, oder? Sie müssen doch zusammen hergekommen sein. Warum sind sie denn dann keine Freunde? Das weiß ich nicht, Mädel. Auf dem Sie kämpfen gegen FNIX-Maschinen. Hier ist der totale Krieg ausgebrochen. Das Maschinenfeuer hört überhaupt nicht auf. Bei dem ganzen Blei, das überall herumfliegt, ist es viel zu gefährlich, draußen was zu unternehmen. Das haben wir schnell herausgefunden, als Mila am ersten Tag eine Kugel durch den Hut gekriegt hat. Dabei hatten die Maschinen uns nicht einmal entdeckt, aber Querschläger können genauso tödlich sein. Ich weiß, auf dem offenen Feld ist es immer schon ungemütlich gewesen, aber hier oben ist einem der Tod garantiert. Der ganze Widerstand muss unterwegs besser aufpassen. Es reicht nicht mehr, sich ungesehen zu bewegen. Wir müssen ununterbrochen in Deckung bleiben. Man weiß nämlich nie, wann die Maschinen anfangen aufeinander zu schießen. Das stimmt im Übrigen. Aber andererseits bringen sich die Maschinen tatsächlich gegenseitig um. Ich meine, wie geil ist das denn? Man könnte glatt meinen, dass die sowjetischen Maschinen unsere Freunde wären. Mal abgesehen davon, dass sie anscheinend auch auf uns schießen wollen. Schlechte Freunde. Aber sie könnten uns vielleicht trotzdem etwas bringen. Wir könnten sie uns zunutze machen, da bin ich mir sicher. Soweit wir bisher wissen, sind die schwedischen und sowjetischen Maschinen ziemlich gleich stark und das ist perfekt. Das bezweifle ich jetzt einmal. Wir könnten ja einfach immer abwarten, wenn wir Maschinen sehen, die sich bekriegen und dann, wenn eine Seite gewonnen hat, holen wir uns die ledierten Sieger. Das wäre doch nicht schlecht, oder? Tag 5. Ich glaube, inzwischen verstehen wir ganz gut, wie die sowjetischen Maschinen funktionieren. Die Kugelförmigen sind oft in Gruppen unterwegs. Eine nach der anderen zu isolieren, könnte eine gute Strategie sein, um sie auszuschalten. Wenn du eine von ihnen entdeckst, kannst du davon ausgehen, dass noch andere in der Nähe sind, auch wenn man sie nicht gleich sieht. Leise Waffen sind definitiv besser, wenn du nicht das ganze Rudel auf dich aufmerksam machen willst. Die Feuerdinger sind aber der Horror. Du musst sie sofort abschießen, sonst spucken sie Feuer in allen Richtungen. Beim ersten Mal hatte ich echt Schiss, ich hasse Feuer. Also darauf sollte man gefasst sein. Außerdem haben sie ein Sägeblatt, wie aus einem Horrorfilm, also bloß nicht zu nah rangehen. Würg. Die großen Maschinen bringen die kugelförmigen zur Welt. Ehrlich, ohne Scheiß. Von den großen hat uns noch nie eine entdeckt. Die sind schließlich schon von weitem leicht zu sehen. Und ich würde mich auch nie mit einer anlegen wollen. Ihre Waffen sehen tödlich aus und ich glaube, wir haben sie noch nicht einmal
alle in Aktion erlebt. Manche haben auch so eine Art Reparaturfunktion, was noch nervig werden könnte. Tim sagt, er hat eins von den Dingern unheimlichen Elektrokrempel benutzen sehen. Zweimal habe ich beobachtet, wie Platten von ihren Beinen abgefallen sind und empfindlich empfindlich aussehende Elektronikkram zum Vorschein kam. Das könnte ein gutes Ziel sein. Jetzt schaue ich nur gerade, vielleicht finde ich noch ein paar Notizen. So, du hast mittlerweile auf dieser offenen Welt keine Ruhe. Braucht man das? Braucht man das? Mich würde gern mehr interessieren. Naja, wir werden sicher im Laufe der Geschichte da sicher noch mehr kommen. Was haben wir da alles? Ja, den haben wir schon durchsucht, genau. Da waren wir auch schon drinnen, aber wo sind andere Aufzeichnungen? Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit, können wir zerlegen später. Brauchen wir nicht. Okay, solange wir noch im Kampf sind. Da ist der Unterschlupf. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Und dann, ja, werden wir irgendwas machen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na gut, ich wünsche dir dabei was. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt jetzt bei dem ganzen Scheiß. Und ja, man sieht sich, hört sich und ballert sich wieder durch etwaige schwedische Gefilde. Bis zum nächsten Mal. Baba.